Et heescht net méi an et Manne, dat den dat enke soll serieux iwwer kucken an ganz realistisch dann do Konklusionen draus zeien. Liebe Freundinnen und Freunde, es kommen schwere Zeiten ob ins Land zo. Man soll nicht keine Illusionen machen, als jeder Verein, als da, wo steht, gefordert, für eine Hand mal umzupacken. Wir brauchen dafür auch einen öffentlichen Dienst, der gut, engagiert und effizient funktioniert. Sonst kann es nicht gehen. Dafür geht es darum, dass wir die Herausforderungen, die auf uns zukommen, mit der Fonction publique und nicht gegen die Fonction publique meistern. Dafür haben wir dieses Jahr auch mehr Kandidaten aus der Fonction publique auf unsere Listen, wie das früher der Fall war. Aber das ändert nichts an unserem besonderen sozialen Engagement und unserem Engagement für die Leute, die am Privatsektor mit hartem Einsatz schaffen und nicht immer die Anerkennung und Unterstützung finden, die sie verdienen. Wir sind auf diesem Weg vom Aktionskomitee für Rentegerechtigkeit zur Partei ganz einfach an der Normalität ankommen. Und dazu gehört doch, dass die Relation mit der Fonction publique sich normalisiert. Nicht mehr, aber auch nicht minder. Wir wollen den Leuten an der Fonction publique, die wissen, wie vieles faul an diesem Staat ist, und wie vieles davon von den traditionellen Parteien unter den berühmten Teppich gekehrt wird, so, dass man dies eine andere Politik möglich ist. Wir wollen denen, die mit der FIFIS-Politik von CSV, LSAP und DP nicht einverstanden sind, und die wissen, wie das Politik der Kamerad im Staat schuld, eine Alternative bieten. Wir müssen an der feinen Krisenbekämpfung und in Zukunft viel mehr sorgsam mit den Steuergeldern umgehen. Auch dafür brauchen wir die Hilfe von der Fonction publique. Das ist die Message, die von dieser Ouverture von der ADR zur Fonction publique ausgeht. Und ich hoffe, dass die Message richtig dabei sein kann. Ein anderes Wort noch, und da komme ich zum Schluss. Liebe Freundinnen und Freunde, ich meine, Roy Reding hat schon angesprochen, wir gehen die letzte Zeit von vielen Seiten attackiert. Populismus, das immer gewinnt, das war von Anfang an der Fall. Fremdenfeindlichkeit, das war auch von Anfang an der Fall. Das hat er gemeint, das ging abhören. Das ist aber nur im Umgang. Für allem, der LSAP-Präsident hat gemeint, wir müssen hier das aus der verstopften Matteküste herausholen. Wahrscheinlich ist mir nichts Besseres angefallen. Wir wollen denen just so, die Fremdenfeindlichkeit vorwerfen, dass sie es sind, die hier versucht haben, an der Integrationspolitik. Wir sind der Meinung, dass die beste Integrationspolitik eine gute Bildungspolitik ist. Dass es keinen Unterschied darf geben, nur am Berufsleben zwischen denen, die aus Lützeburger Familien kommen, an denen, die aus Zuwandererfamilien kommen. Dass alle Kinder hier am Land dieselbe Chance müssen haben, egal wo sie herkommen. Die Regierungen, ob sie von einem schwarzen, einem blauen oder einem roten Unterrichtsminister dirigiert sie gehen, haben an diesem zentralen Punkt von Integrationspolitik fundamental versucht. Und sie sind die allerletzten, die is an der Beziehung etwas unzukreiden haben. Sie sollen sich schummen und sie sollen sich an ihren Eck zurückziehen. Auch just den Herr Budry, seine Partei hat 5 Jahre den Unterrichtsminister. 5 Jahre haben sie gebraucht für ein Gesetzesprojekt, ganz am Schluss von der Legislaturperiode durchzukriegen, den am Ende, und ich ging mein Kopf dafür wetten, bald nicht draußen bewegen wird. Wir haben ein Programm aufgestellt, dem sein Ziel ist, an den noch Jahren hat. Kitterten ziemlich, ich will nicht so radikal, aber dass den Dach aber radikalen Problematik geht. Wir haben ein Programm aufgestellt, das kapabel ist, den Schulmisere heute in Lützeburg zu lesen, und dann noch eine Equität zwischen allen Leuten hier am Land,
anzufeieren, egal wo sie hier kommen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich komme mal zum Schluss. Dann da schon viele gesagt, und ich wiederhole nach einkehr, wir sind das ja so gut abgestellt, wir sind so gut in der Weg, wie das vordrun noch nie der Fall war. Wir haben die besten Aussichten für ein exzellentes Resultat zu machen. Man hat dieses Europa-Lust vorgestellt, und man ist ein Europa-Programm vorgestellt und aufgestimmt. Die nächste Etappe ist die vom nationalen Programm der Öffentlichkeit werden vorstellen. Dann haben wir den 25. April die grosse Wahlveranstaltung, wo ich schon alle will invitieren und ich auch invitieren, all anderen Freunde und Members mitzubringen. Das wird den Auftakt, den großen Auftakt für die richtige Wahlkampagne von der HSF, wie das nennt, von der Wahlkampagne sind. Wir wollen an der Kampagne die Leute draußen sagen, dass es heißt Lützeburg eng wirklich alternativ zu der aktuellen Politik gibt, auf viele Politikfelder, wo wir Konzepte haben, die sicher besser sind, wie das, was bislang geschieht ist. Dafür haben wir die Kampagne lanciert am Vierfeld, mehr mit für die Leute, diese Message besser rüberzubringen. Wir wollen den Leuten Hoffnung machen hier am Land an Zeiten, wo es schwer ist, dass sie nicht alle gut für mitzuhelfen. Die Message nach außen zu drohen, die Hoffnung nach außen zu drohen, dass die Partei RDR wirklich eine Alternative durchstellt, dass sie es besser kann und dass es wert ist, dass sie ganz stark den 7. Juni aus den Wahlen rausgeht. Ich will alle Kandidaten, alle Leute, die über Jahre an der Komitee mitgeschafft haben, all denen, die am Laufe der Zeit bei uns kommen, sie besonders in letzter Zeit, und da viel neu dazugestoßen, alle Militanten, ein herzliches Merci so für das Mitschaffen. Wir gehen an den Schlussvers, los mal die Luft holen, am Kongress, und dann mit aller Energie an den Wahlkampf rangehen. Ich meine, wir haben Aussichten für ein gutes Resultat zu machen an diesem Land, weil darum geht es, einen Dienst zu leisten. Und damit will ich aufschließen und ich alle gut auf ein Pad invitieren. Ich sage nicht viel mehr.